Willkommen, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der heutigen Folge sind wir dabei, uns den Weg zum Wassertempel zu bahnen, der offenbar, naja, keine Ahnung, wo der sein soll, ist der wirklich unterirdisch, weil wir gerade unterm See uns gerade befinden. Oder aber ist er doch oberirdisch, ich bin noch ein bisschen unsicher hier gerade, tatsächlich. Oder tatsächlich im Himmel ist, kein Plan. Uns erstmal ein bisschen umgucken und irgendwelche Hinweise dazu finden, ne? Wie wir alles, na gut, ich meine, das Teil da aufsprengen, damit sich die ganze Ebene ein bisschen nach oben verschiebt. Das dürfte, okay, jetzt nicht so weiter schwierig sein. Muss man sonst irgendwas machen, ne? Da zum Beispiel. Da kann man sich nicht durch. Ich glaube auch, dass sonst da nichts wäre. Ja, Hauptsache Link kann klettern, das ist natürlich sehr wichtig. Manchmal kommt mir Link vor wie so ein kleiner Kletteraffe. So, das Ding war... Da war. Jo. Na dann. Bombs away! Flutet den Raum! Oder wie ging der Spruch von Baumbart aus Herr der Ringe, aus dem dritten Teil? Befreit die See! Irgendwie sowas. Felsen, ja, ist ja korrekt, weil Stein schwimmt ja nicht. Wäre ein bisschen seltsam, tatsächlich. Schwimmende Steine, ja. Sag mal einen höher. Huch. Was zum Link geht er hoch? Hä? Ist rutschig, Alter. Gut, das ist sogar realistisch, muss ich zugeben. Aber für das haben wir unseren Krötenanzug. Aber noch scheiße hässlich ist, aber funktioniert. Wobei die Kapuze geht noch. Hä? Und nicht Anti-Rutschhaftung? Da ich die erst in das Teil upgraden würde. Ja gut, das ist erst Rutschreduktion, ne? Muss ich überhaupt da hoch? Ja doch, warte mal, dann muss ich da hoch. Wobei. Ich war mir schon kurz davor, mit den Brettern hier eine Art Treppe zu bauen, und dann hat er mir, warum überhaupt? Geht ja auch so. Sehr gut, wenn das Scheißteil wieder ausziehen. Bin kein Freund davon. Okay. Machen wir mal die Zora-Rüstung noch. Das Reckengewehr machen wir später. Kommt die plötzlich her. Aber so plain plötzlich eine Truhe. Ein Zora-Schild. Nehme ich gerne. Dankeschön. Das ist aber auch schönes, ja, ist ein Zora-Schwert mit einem schwarzen Postbock-Axt drauf. Ja, also sprich, es hat Power. Sagen wir es mal so. Den Zora-Brun habe ich aber leider nicht mehr. Der ist mir kaputt gegangen schon wieder. Ja, der Waffenverschleiß hier ist wie gewohnt. Hat sich nichts geändert, der ist immer noch so. Boah. Kann man mögen. Ja. Also mich stört das mit dem Masterschwert stört mich ja viel mehr, muss ich zugeben. So, hat's irgendwo noch. Warte mal, da ist. Wo geht's denn da hin? Geheimer Ausgang oder was? Oh, servus. Aha. Du bist also einer der kalten Sorte.
Ui, 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 ganz ruhig. Alter. Ah, nicht so tief fliegen. Das ist eine richtige Explosionsartig, Junge, Junge. Ein Zora Großschwert. Tja. Wir haben sonst so coole Waffen dabei, Freunde. Erhöht ihre Kraft, ja, und Haltbarkeit plus ist natürlich auch cool. Da gerade Zweihänder stärken kurz und zerbrechen. So viele Dinger hier. Zweihänder und so. Wobei vor allem Hinox-Hammer und den ich gerne noch hätte, vor allem wieder irgendwie Felsen zu zertrümmern, Mineralien zu bergen und so, wäre schon cool. Beta Elite Breitschwert, schwarze Moblin-Bohrer, stärken kurz vor Zerbrechen. Wobei ich die Dinger eh nie nutze. Na komm. Man muss trotzdem sagen, dass das Teil, dass das Ding natürlich trotzdem besser ist. So. Mal gucken. Wieder zurück zu der Waffe hier. Ich könnte eigentlich auch die wieder wechseln, aber egal, komm. Wo geht's hier eigentlich hin? Das ist nie im Leben nur das. Maio Signum. Ja, offenbar irgendwie schon, ne? Hm. 6 Stück wieder. Können wir da irgendwas eintauschen? Bei. Wie ist er schon wieder? Kotlin war sein Bruder. Egal. Bei einem von beiden zumindest. So. Dann weiter geht's. Ui, okay. Muss ich auch was zertrümmern? Ich nehme es jetzt mal stark an. Von der anderen Seite her. Mann, ihr wollt jetzt da rein. Okay. Kommt jetzt raus, als müsste das sogar rein. Okay. Wow. War doch sowas und klar, natürlich bin ich trotzdem erschrocken. Ist nochmal irgendwo einer? Da ist aber ein anderer, hä? Ja, ist anders Rohr. Die eigentliche Frage bleibt, muss ich da durch? Ja, nein. Irgendwie gefühlt wird es doch nicht mehr. Hä? Muss irgendwas geben?
Auf alle Fälle etwas, aber ich komme nicht hin. Hm. Vielleicht auch nur eine Sinnestäuschung oder sprich einfach, das ist ein Ort, wo die Entwickler gesagt haben, ja, ciao, so fahren kannst du dahin. So. Also eigentlich wollte er sowieso da ganz nach oben. Ach komm, das ist doch bescheuert, hey. Ja, nur schön rutschen, Link. Du machst es richtig gut. Ah, also. Sind mal hier, ist natürlich auch mal eine Option. Ich einfach nur da reingleiten, ne? Auf der anderen Seite, da oben ist irgendetwas und das Fackeln, die man entzünden muss oder so. Ich denke mir gerade, ich muss ja irgendwie da hinkommen, ohne dass ich irgendwie eine Krötenrüstung hätte. Also das kann ich bei so einem Haupttempel, bei der Hauptstory kann das nicht irgendwie die Voraussetzung dafür sein. Nee, 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 da sind die Entwickler nicht so drauf. Wir haben natürlich viele Bretter hier. Ich meine, es kann natürlich schon sein, dass das ein der Hinweis ist, von wegen, ey, in den Zeitpunkt gekommen, baugefälligst ein Floß. Ein Floß. Eine Treppe oder so. Das könnte sein. So. Wir können uns transportieren. Damit ich auch eine ungefähr Ahnung habe, wo ich nachher hin muss. Oder hin könnte oder wer auch immer. Ich den jetzt so platziere. Okay. Noch ein bisschen verlängern tatsächlich. Okay, jetzt haben wir nichts Spezielles. Sehr gut. Also hier. Okay. Aber jetzt habe ich ja das Teil hier. Wo man jetzt tatsächlich auf eine Brücke bauen könnte. Leider mit dem Problem, dass es gar nicht reicht, ne?
Also weiß ich nicht, ob das wirklich so sein muss oder ob es eine andere Variante gäbe. Aber wir machen es trotzdem mal. Ich muss eigentlich schon hier bauen. Ja, nicht ganz, nein. So, jetzt aber. Vom Winkel her ein bisschen ungünstig, aber hey, Hauptsache es funktioniert schlussendlich. Warte mal. Bis nach vorne. So, besser. Und hier noch einen mit, für was auch immer. Ein Opal. Ja, warte mal. Da ist auch eine zum Zerstören. Das stimmt soweit also. Dann Mauer, der zerstören muss, aber hier durch geht es logischerweise nicht. Ist denn das tatsächlich der Ort von unten? Könnte das sein? Bin so ein bisschen creepy, aber okay. Jetzt hier zu sagen, okay, ich zieh nach oben und hoffe aufs Beste. Das geht doch gar nicht. Nee. Halt ab, ich müsste das Ding irgendwie loswerden. Wie soll das gehen? Was A nehmen? Hä? Was kann ich hier nehmen? Ja, wir gehen nochmal raus. Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen.
Man könnte natürlich auch versuchen, einfach so da hochzukommen in der Mitte. Das wäre auch eine Option, aber ich habe schon das Gefühl, das Spiel will mir etwas sagen und ich verstehe es nicht so richtig. Ich verstehe es, aber ich sehe es nicht richtig, wa? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, von wegen, ey, das sieht doch so aus, als wäre da irgendetwas da, nämlich da oben. Ja, das sieht mal aus nach... Also müssen wir irgendwie etwas hier treffen, damit das hier nachher hochgeht oder so. Zuerst dachte ich ja, es wären irgendwie Fackeln, die ich entzünden müsste. Was auch ein bisschen schräg wäre. Aber wir haben das Ding nur da, sonst haben wir es nirgends. Das liegt auch ein bisschen erhöht da. Muss ich da vielleicht noch hin? Ne, hier ist definitiv nichts. Hier komme ich jetzt rein und da sehe ich ja, ja. Natürlich extra so eine Art Gitter hier davor gemacht, damit ich halt das eben nicht machen kann, hier durchbomben. Wiederum dort, das sieht schon so aus, als müsste da irgendwie... Ja, wie sie da denn überhaupt hochkommen? Das wäre dann die andere Frage, wa? Da habe ich irgendwo einen Mechanismus noch übersehen. Das könnte natürlich auch sein, dass sie gar nicht den gerade suche, sondern vielleicht erst der letzte in einen anderen irgendwie aktivieren muss. Weil er wäre schon auf der richtigen Höhe, also das wäre soweit schon korrekt. Da ist dasselbe wie wir hier waren, da waren wir jetzt auch schon ein paar Mal drin. Und da haben wir jetzt auch nichts Besonderes mehr gesehen. Am liebsten irgendwie da hoch, aber das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich meine, ich kann natürlich nochmal die Leiter da mitnehmen. Hoch komme ich wohl so eine weitere ist ja nicht. Wenn ich versuchen könnte hier, wenn ich schon mal da bin, ist mit dem Deckensprung. Ja, ist aber eher schwierig. Seine vielleicht wird da ein Brett zur Hilfe nehmen, werden einfach darunter stehen. Das wäre eine andere Variante. Dass er nochmal rein muss, glaube ich, auch eher unwahrscheinlich. Das wäre vielleicht von hier aus noch etwas anderes, was man machen könnte. Mehr Bretter ist immer gut. Huch.
Ja, mir geht jetzt gerade um was anderes, weil ich gerade dachte, vielleicht komme ich da noch irgendwie hin. Von da drüben quasi. Oder schon nach links gehe ich jetzt erstmal rechts und guck mal, was hier ist. Ich muss vielleicht nochmal durch die Höhle, weil ich dort irgendwas übersehen habe. Das könnte natürlich auch sein. Dort einfach schon so schnell abgegeben hatte. Und dachte, ah gut, da ist ein Mayung-Ding fertig. Oder muss ich das Ganze wieder von oben her aktivieren? Das hat mit hier unten gar nichts zu tun. So, warte mal. Ups. Da kann es mir zwar ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendwas sein soll. Außer Kopfschmerzen. Ja. Das war genial. Und eigentlich hier eine Brücke nach darüber bauen, aber okay. Ich gucke nochmal da oben, was das sein könnte. Ich bin halt hier schon relativ weit oben und dafür, dass hier nur Mayo sein soll, also ich weiß es nicht. Ich kann machen, was ich will, ich sehe ja nichts. Hä? Diese Hülle verwirrt mich komplett. Wenn doch irgendwas ist oder versteckt ist oder so, dann GG ist sehr gut versteckt, muss ich zugeben. Jupp. Huch. Ist sogar zu kurz, das Scheißteil. Interessant. Ja, da hat keinen Grund, dass ich direkt wieder am Eskalieren bist. So, das grundsätzliche Problem ist klar, ich soll auch mal hier in die Mitte gehen. Aber ist aktuell ein bisschen schwierig. Jetzt überlege ich halt und gucke gerade. Obwohl ich da ja in der Mitte offenbar etwas machen muss. Also irgendwie nochmal das Ganze nochmal, den Wasserstand nochmal ein bisschen hochheben soll. Ein bisschen wie. Er hat ein bisschen was vom Wassertempler so Ocarina of Time. Was dort irgendwie gefühlt einfacher war. Ja, nett. Ist doch nett. Warum auch nicht? Nein, ich wollte eigentlich so ein Teil haben, damit ich da
Ah, ist das nervig. Da schnell rüber kann. Warte mal, dann machen wir es so. Hä? Wind doch mit dem da vorne. Mit dem verbinden hier geht, wa? Er ist jetzt zu weit weg, ich komme nicht dran. Oh Mann, es nervt langsam. Ja, es nervt sogar richtig. Okay. Nein, liegen nochmal hoch. Also versuche jetzt eigentlich gerade, dass ich nach da oben komme. Also weil hier komme ich irgendwie gar nicht weiter. Versuche erstmal nach da oben zu kommen, um zu gucken und dann, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt, dorthin zu gehen. Ich habe auch keinen Schalter gesehen, wo ich irgendwas aktivieren könnte. Das wäre natürlich noch einfacher. So einen fucking Schalter hätte oder so. Aber mir gefühlt schon die ganze Folge nur an diesem Tempel und irgendwie nichts geschafft. Oh Mann. Das Klo sollte ich eigentlich auch dringend. Ist auch keine gute Kombi, muss ich zugeben. Herumrätseln, dass ich aufs Klo müsste. Sag mal, Link, kannst du bitte mal hoch da? Was ist los mit... Also manchmal. Also Link einfach auch angenervt von mir. Ich meine, ich würde es verstehen. Keiner wäre ihm böse. So. Nein, Decke. Hä, wieso nicht? So komme ich jetzt hier nicht hoch. Hä? Das ist nicht ein Ernstspiel. Das ist doch nicht ein fucking Ernst. Okay, gut, wieso was? Leute, ich muss echt aufs Klo, tut mir leid. Mach kurz einen Cut, geht gleich weiter, weil jetzt 30 Minuten ohne Con irgendwie abzubrechen. Nee, das machen wir nicht. Wir sehen gleich weiter, dann kommen wir hoffentlich da hoch oder irgendwie darüber oder so. Oh Mann, scheiße. Okay, so für die Unterbrechung, Freunde, es geht direkt weiter. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Wieso komme ich nicht hoch? Das ist doch nicht beschissen, ey. Das wäre super, damit ich jetzt irgendwie ein bisschen mich rumgucken kann. Was dem Scheiße da hoch? Aber warte mal. Natürlich. Oh. Nicht so. So. Natürlich auch machen kann. Dann komm. Und ganz so spontan überlegt, wenn ich da immer ein bisschen hoch muss und will, dass ich einfach mal das Teil schon mal nach vorne platziere und mit Deckensprung nachher hochgehe. Oh, aber das Teil nicht. Ich hoffe, es passt einigermaßen, wenn ich da so hochkomme. Ja, perfekt. Warte mal, ich muss da so hoch. Und hier muss er durch die Wand, da geht er gar nicht. Von unten
Nee, ist auch Quatsch. Ja. Gehen wir mal ran. Und doch irgendwie einen Schalter vergessen, der vielleicht für oben rechts dann doch notwendig wäre. Also für oben rechts, wo ich gesagt habe, hey, da ist irgendwie so ein seltsames Gitter. Nicht hier. Hier wäre es ja. Ist denn da hinten was? Oh, warte mal, falsche Fähigkeit. Moment. Hä? Ein Deckensprung durch ein Gitter. Wow. Da wäre jetzt ja nie auf die Idee gekommen. Das wird gerade deswegen hier der Fels, um das zu zertrümmern. Oh Gottes Willen, ey. Ja, Michael, denk einfacher. Oh, denk nicht so kompliziert. Und ich brich mir einen Ast ab. Dabei ist es so easy. Oh nein. Jetzt kommt mir echt bescheuert vor. Huch. Okay, bei den Leiter. Ja, ein Deckensprung. Aber bei einem Gitter denkt doch nicht an einen Deckensprung. Meine Güte. Jetzt komme ich hier raus, wo ich vorhin ein Ding gesehen habe. Hier, war. Ja, genau das. Okay. Achso, als Abkürzung, damit ich einfach darüber komme. Okay. Du wärst für was anderes gedacht. Eher weniger, oder? Alter, auf die Idee bin ich doch gar nicht gekommen, dann einen Deckensprung einzusetzen. Puh. Gott sei Dank hat er den doch ausgerüstet, aber so aktiviert und gedacht, ah nee, ist ja falsch und plötzlich. Warte mal. War der gerade grün? Ich habe nur auf die Farbe geachtet. Das mit A betätigen habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann, ey. Da haben wir die Wasserbrücke. Oder war so leider, je nachdem. Ein Wasserfall. Er strömte so im Himmel herab. Link, was ist nur geschehen? Warst du das etwa? Naja, indirekt. Also eine mysteriöse Apparatur in den Ruinen wieder in Kraft gesetzt. Dann begann der Wasserfall zu fließen. Mir geht ein Licht auf. Für uns Zuhörer ist ein Wasserfall doch nicht viel mehr als eine Brücke von unten nach oben. Das ist also mit der Wasserbrücke gemeint. Eine Brücke aus Wasser. Wenn wir diesen Wasserfall erklimmen, gelangen wir hoch in den Himmel. Link, du bist einfach spitze. Katsching! Ja, aber ist der Wassertempel doch da oben? Mann. Ah, schon ein Tempel, der da oben ist. Ich meine, Donnertempel, der war in der Wüste, ist ja völlig okay. Muss so sein. Schon wieder. Ja, eben, ich sage ja schon wieder. Weil natürlich der Windtempel der war im Himmel, muss natürlich auch so sein, aber dass der Tempel nicht im Wasser ist und auch im Himmel ist. Also, kannst auch du einen Wasserfall klimmen. Jona bei mir Städte. Ja, hast du doch schon. Okay.
Na dann. Sidon? Bist du vorgegangen oder was? Junge. Ja, komm. Nehmen wir die Waffe. So. Ja, überall Schlamm. Ja, aber hier wollen wir sowieso hin. Eine Schlamminsel. Schöne Schlammbad nehmen. Hui! Was ist das gerade? Ach, da ist die Insel, wo hier die Gravitation alles so spinnt. Ah, alles klar. Das haben wir damals in den Trailern gesehen, glaube ich, irgendwie im zweiten Trailer so vom Spiel. Aber wir haben das bisher nie gehabt. Also bisher keine einzige Himmelsinsel war so creepy unterwegs wie die hier. Die eigentlich irgendwas machen da, oder? Warte, vielleicht muss er irgendwie draufschießen oder so. Okay, der Teil da rausziehen aus dem Schlamm oder geht das nicht? Nee. Ist ziemlich stabiler Schlamm. Delta Krieger Breitschwert. Ui. Das Ding sieht mal übelst mächtig aus. Wo kommt das plötzlich? Na, sieht doch alles klar. Einfach erstaunlich. Ja, finde ich auch. Was ist das für ein Ding? Oh, ich dachte, weil es leuchtet. Also deswegen. An welchem mysteriösen Ort wir hier doch sind. Mein Körper fühlt sich leicht an, schwerelos wie ein Seerosenblatt auf dem Wasserspiegel. Keine Zeit zu verstaunen. Wir sind hier, um den Ursprung des Stammes zu finden und aus der Welt zu schaffen. Keine Müdigkeit vorschützen, Link. Wir teilen uns auf und setzen den giftigen Fluss ein Ende. Ob jetzt aufteilen eine gute Idee ist, bin ich ganz so sicher, aber okay. Ich muss eh da hoch. Okay, das ist von da unten. Da fließt ja auch ein bisschen was. Das war knapp. So ganz vorsichtig von einem zum nächsten. So soll es sein. Davon ist schon die Zeit vorbei. Ja, wo wir jetzt in der Folge jetzt nicht so viel geschafft haben, war es hoffentlich trotzdem unterhaltsam. Vor allem, weil ich ja so Quatsch gemacht habe.
Noch ein paar Konstrukte und so. Hallo? Geht doch mal hoch. Ah, jetzt. Die Frage, ob man irgendwelche andere Dinge noch untersuchen soll, aber ganz ehrlich, glaube ich ja weniger, wa? Dass man aber da unten irgendwie gucken soll, da wird wohl eh nichts sein. Also nicht, dass das uns für die Beseitigung des Schlammes irgendwie helfen würde. Es sei natürlich, er muss jeden Zufluss. Oh, was ist das gerade, Link? Was ist denn das jetzt gerade? Och, Menno. Die sind hier abgerutscht und haben natürlich instinktiv wieder drauf gedrückt. Was ich eigentlich sagen wollte, weil hier auch so ein Abfluss ist im Schlamm, aber da quasi jeden von denen einzeln irgendwie untersuchen muss. Was eigentlich irgendwie Quatsch ist. Denke ich zumindest. Und da war natürlich noch ein Schrein gewesen. Ja, super. Eine Hochleistungsbatterie. So, nach oben. Da wird man nun natürlich loben. Vielleicht auch nicht. Da muss noch rüber. Was ist denn das? Sieht ein bisschen seltsam aus. Oh, ist noch eine Truhe. Okay. Ja, ein bisschen Truhen fahren und so, aber dachte, ja, kann man das später machen. Wenn der ganze Stamm nachher weg ist, oder ich hoffe, wenn ich irgendwie dann so ein übles Viech platt gemacht habe, dass auch der Stamm weg ist. Delta Kriegerlands, ja, sind aber krasse Dinger unterwegs, ey, mein Jolly. Ich meine, ich nehme jetzt mal an, dadurch, dass ich halt auch eben schon ein bisschen weiter im ganzen Spielverlauf bin, also auch schon ein bisschen was gemacht habe, sind dementsprechend hier die Items ein bisschen besser. Das wird zumindest irgendwo ein bisschen Sinn machen. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. So. Da jetzt irgendwie die erste Hälfte des Let's Play, sag ich schon, die erste Hälfte der Folge hier noch Quatsch gemacht habe. Also machen wir ein bisschen länger die Folge. Ich will zumindest mal darüber kommen, vielleicht sogar zum Schrein noch und den zu aktivieren, wobei das ganz da drüben war. Und so weit dann vielleicht auch nicht. Aber wenn ich so unter den Gleiter einsetze und damit Tulins Power dann sogar darüber käme. Also unten diese Wasserblase. Naja. Aber wir müssen natürlich auch nichts riskieren hier, ne? So. Ganz ruhig, wir haben dort zwar einen Gegner, aber scheiß drauf. Oh. Hey, der andere hat doch gerade noch ein Ding gefangen. Der voll fies. Vom Schlamm gefangen, plötzlich kann er auch wieder angreifen. Mann! Sag mal,
Ich stelle mich wieder an wie der letzte Honke, es ist nicht zu fassen. Schade. Schade, 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 schade. Zora-Schild kaputt. Kann passieren, leider. Und wisst ihr was, bei aller Liebe, aber wenn ich mir gerade so doof anstelle, brauche ein bisschen Schutz. War der einfach hier im Schlamm gefangen, hat trotzdem angegriffen. Schon frech von dem Viech, wa? Aber trotz allem muss ich sagen, hat irgendwie auch noch, ja, sagen wir mal, gut geschützt, war. Also jetzt, nee, Moment, Quatsch, gar nicht gut geschützt, war, weil die Waffen waren eigentlich hier bilomäßig, trotzdem wieder so starke Gegner. Okay, hier schön frisches Wasser. Das ist ein Hinweis darauf, dass ich hier was machen soll. Befreit das Wasser! Weg mit dem ganzen Schrott! So, endloses Wasser. Noch ein bisschen was. Hier ist aber nichts, wa? Oder geht's hier nicht? Aber hier wieder, hä? Ja, manchmal ein Deckensprung. Ah, durch den Schlamm hindurch geht's nicht. Das macht sogar ein bisschen Sinn. Das ist scheiß Gravitation, ey. Kommt gar nicht mit klar. Überall diese Schlammscheiße. Überall. Hui! So, aber da wäre vielleicht froh drum. Wenn er sowas hätte, obwohl. Hochklettern geht trotzdem. Also mal von hier aus, genau, von hier bin ich ja gekommen. Da ist soweit korrekt, aber wieder ein bisschen was, okay. Ein bisschen Schlamm, aber auch ein bisschen Truhe. Ein Hydrant. Ja, weil man noch nicht so viele Wasserfrüchte hätte. Finde ich durchaus sinnvoll, muss er zugeben. Okay, hier ist aber nichts, ne? Da, schöner Pfeil nach oben, ja. Könnte vielleicht auch etwas anderes interpretieren. Als so eine Speerspitze oder so. Oha. Soll es echt richtig so sein? Weil, gut, ja, doch, ja, natürlich die verringerte Gravitation. Ja, weil ich habe mir gerade überlegt, ob es überhaupt Sinn macht, das so zu machen, weil, naja, wenn ich hier mal runterfalle oder so, habe ich ein Problem. Und abgesehen davon, also es ist für diejenigen, die jetzt den Tempel hier als erstes machen von allen. Guck mal, bis ganz nach oben war. Wenn die das als erstes machen, ich meine, die sind noch nicht so weit mit den ganzen Fähigkeiten
da haben irgendwie schon eine erhöhte Ausdaueranzeige und so. Aber es soll wohl trotzdem funktionieren. So kann einer darüber. Da haben wir noch nicht den Windstoß von Thuli, ne? Da kann natürlich auch gut sein. Aber dafür haben wir die verringerte Gravitation. Kommen wir auch relativ schnell nach oben überall. Perfekt. Schwebesteine können wir dann auch bauen, das ist klar. Das ging jetzt gerade ein bisschen mutig. Und auch ein bisschen doof, wenn ich gerade mir die Gegner so angucke. Vanessa hat seine Angriffskraft. Ah, deswegen. Ich dachte gerade, hey, wieso ist er wieder schwächer geworden? Aber ja, jetzt macht es Sinn. So, komm. Wow, nicht zu weit, Link. Nein, genau das. Alter. Das ist wohl ein schlechter Scherz. Jetzt war ich so fucking weit oben und nur weil ich jetzt unbedingt da wieder kämpfen musste und... Oh, und ich habe nicht mal den Schrein da oben aktiviert. So eine Scheiße aber auch. Naja, ich meine, ich habe da einen Wasserfall, ich kann es nur da hochspringen oder so, das ist nicht so ein Problem. So ein Dreck, so ein Dreck. Manchmal, in so Situationen hasse ich mich. Aus tiefster Seele. Aber hier ausweichen und so ist wirklich, da ist eine Krux, ey. Mist, der zu weit weg, weil da können wir da elegant da hochspringen. Ja. Puh, schon besser. So. Bin wieder hier, war. Okay, aber hier waren wir schon mal. Gut. Boah, Alter. Diese Gravitation, da bin ich gar kein Freund von. Lecco mio. So, jetzt haben wir es aber gleich, Freunde. Obwohl, sagen wir ehrlich, ich bin schon bei über einer Stunde. Scheiße. Okay, was machen so? Wir gehen in die nächste Folge. Ich versuche es einfach mal. Just for fun. Ich springe mal da rüber, weil es ein Wasserfall. Vielleicht schwimme ich dann nach oben. Wäre natürlich schön. Dann gehen wir da zu dem Schrein, aktivieren den Mann und dann kümmern wir uns um die Viecher da. Weil wenn die dann runterfallen, ist uns eigentlich auch relativ egal. Was guckst du so blöd? Scheiß Viecher, ey. Mann, der Tempel macht mir jetzt schon keinen Spaß. Ich dachte schon, Unterwassertempel wären doof. Es ist zwar ein Wassertempel, aber er ist nicht unter Wasser. Da ist noch schlimmer. Ein Oberwassertempel. Ein Himmel-Wassertempel. Gut, scheiß drauf. Mann, was für eine Folge, ey. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.